Sassisch, sassisch, sassisch. Bi Facebook gibt dat ein Forum, dat hält Plattdeutsch, de sassisch Sproke. 1910 ist ein Baukrut kom mit plattdeutsche Gedichten, dat hält ob sassisch Eier. Ich selbst hef hier in düsse Podcast reich all dat Wort sassisch brugt, als ich nicht immer blaus zwischen de Wör Plattdeutsch und Niederdütsch wesseln wohl und noch ein ander Synonym für uns Sprogsöcht hef beschrieben. Der List von Beispielen kun ein lang widerschrieben, fast steit, Volüm mit Ernst und Leifte über Plattdeutsch nodenken daut, stürzt du ob dat Wort sassisch. Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch, sau Fotjo dat bekannte Bauk von Willi Sander uns Sproggeschicht glieg in sin Titel zu haupt. Wenn wie dat Thema Platt immer wedder dat Wort sassisch brugt, Chlor, denn licht dat Dor an, dat wie wat de Sprog angeit, in düssen aulen germonschen Stamm und in sin Volk, denn in de Sprog von de Hansetit uns wödeln seid. Dotau por wör u dat Handbuch der Sprachminderheiten in Deutschland, wat just Rutkom is. Das Stammesgebiet der Sassen und damit das Sprachgebiet des Altniederdeutschen reichte nach der Völkerwanderung im Norden bis an die Eider. Nördlich schloss sich dänisches Siedlungsgebiet an. Im Osten grenzten sächsische und slawische Stämme. Die Grenze markiert eine Linie von Kiel bis Lauenburg und folgt von hier der Elbe, später der Saale, in Richtung Südosten bis Merseburg. Die Südgrenze gegenüber dem althochdeutschen Sprachgebiet entspricht weitgehend der gegenwärtig geltenden Ich bzw. der Marken-Machen-Isoglosse. Im Westen erstreckte sich das Altsächsische im Vergleich mit dem aktuellen Niedersächsisch erheblich weiter in das Gebiet der heutigen Niederlande hinein. Im Nordwesten wiederum reichte das Altsächsische nur im Buttjardinger Land und in Dithmarschen an die Nordsee heran. Sie hört Sprog, den Heimatbund-Podcast zur plattdeutsche Kultur in Schleswig-Holstein. Leider bin ich kein Linguist und kein Historiker. Mann, wat ich down kann für düsse Utgof, ich hef ein paar Beuker über min Schrifttisch verdeilt und do lot kom ast kümmt in schmökert tau dat Thema Sassen. Und wat dat für uns eigentlich bedüht in Gaude und vielleicht auch in Schlechte, wenn wie düsse, ich sag mal, sassische Dimension auch hüt noch in uns down fürt plattdeutsche immer mal wieder anspricht. Fein, dass ihr tau hören möcht, mein Name ist Jan Graf. Moin. Jo, denn stieg wie mal in. Berichte über Saxones giftet sie de Lote antik. Wie lest mal rinnen ein Brief, denn in 5. Jahrhundert der gallo-römische Kleriker Sidonius Apollinaris an sin Freund Namatius schreif. Düsse Namatius schien's für de gallische Küst Kriegsschäb tau kommandieren und Sidonius vorschaut und schrift: So viel Mannslü du dor an de Reim süßt, du meinst just so viel Pilotenanführer hast du für die. Se befehlt und se hört alltauglich. Se wiest und se kriecht wiest Pilot tau wen. Düsse Fiend hört tau de scharfsten mank de Fienden. Unvermaudens gript hei an und bis vermaudens so neid hei ut. Hei hört sich für Wedderstand, de Unbewehrten bringt hei tau Fall. Wart hei verfolgt, so fangt hei af. Flücht hei, so knippt hei ut. Schiffwracks verfährt nicht, dur äuft hei an. Hei kind de sei nicht blaus, hei is eng vertrut mit er. In Storm, mank Bölgen und klöfte Klippen, wenn nüms verruht sein kann, begift hei sich gern in Gefahr und set blied sin Höpen ob den überraschen Angrepp. Ob tau ist dat sau, er seine Hushände Ankerlicht, dat se elk ein Teinten von de Fungnen durch glicke und gruliche Strophen in ein Zeremonie umbringt. Sau sind er Heiligdömer, mit sau ein Ort Offer verläust se sich. Nicht dat reine, heilige Handeln in Sinn hebt se, man den unreinen Frevel. Dei Utrichter von unglückliche Blauttoten düchtert religiös, wenn se utat häuft von ein Fungnen mehr Folterwind as Laun.
so wie Sidonius Apollinaris, der uns sau as viel Quellen oder Tiet Sassen as Piroten vorstellt. Oft dat eins nur so stimmt, wat durch Schreiben steht, oder wat nicht, dat aule Stereotyp von römische Zivilisation versus unrömische Barbaren obraupen ward, dat lot wie mollen Anafroch wen. Man, worauf dich gäf dat? Ob beide Sieden von Ärmelkanal an de britische und an de gallische Küst jo Stremel, de bi de Römer Litus Saxonicum, so denn ich sassische Küst hätten heb, und dat nicht, wie do Sassen wohnt han, man will düsse Küsten schiens Foken von Sassen überfüllen worden sind, oder von Lü, de ein Dommols für Sassen haulen het. De aulen Plattitschen as blaut-döstige Pienbringer? Wirklich? Von den Historiker Matthias Springer ist 2004 bi Kohlhammer dat Bauk die Sachsen-Rut kom. Dat is ein Bauk für all de Lust heb, dat wat se über de Sassen weit nochmal kritisch to bekicken. Tau uns freie Tüchnisse von de Sassen, secht Springer nämlich Glasklor. Bis in die 40er Jahre des 5. Jahrhunderts nach Christi Geburt wurde das lateinische Wort Saxonis weder als Einwohnername noch als Völkername gebraucht. Vielmehr diente es als eine Sammelbezeichnung für Raubscharen, die übers Meer fuhren und die Küsten Galliens und Britanniens heimsuchten. Feiertiger Jahr von 5. Jahrhundert, dat is jo'n Tiet, da deit sich wat. Ut hüdige Sicht wesselt de Sassen ut de Pirotenrull rin in de Rull von Invasoren. In Jahr 449 schütt Sassen no Britannien kom wen und sich dur Wohnfast mogt hebben. De römschen Bewohner von Britannien schütt raupen hebben, no dat 410 Kaiser Honorius opferdert ha, so schütt sich selbst verteidigen gegen de Schotten und de Pikten, de von Norden her angriebt. West-Rom lädt sin Lü ob Nebeleiland, so denn ich sitten und de romanisierten Briten inner dat Leid von ein König mit Nom Fortigern, holt sich Germonen von Fastland as nie Gehelpstruppen. Beschrieben hätt dat Meier as 200 Jahr Lothar de angelsassische Theolog Beda Venerabilis in sin karken Geschicht von engelsche Volk. Ook dor schütt wie mol länger rinlesen. Dommals ist der Stamm von de Angeln oder Sassen, ob Neudigen von düssen König mit 3 Langschäb nur Britannien kom. De König ha nur den Osten von Eiland befohlen. Dor heb se sich do loten und dorfür schullen se inskünftig kämpfen, as güngt im eigen Vaterland, man in Wahrheit heb se dat denn selbst verövert. De Sassen sind in Street anfang mit de Fienden von Norden und se hebt siegt. So droh dat Tauhus König worn is, just so, as dat de Insel fruchtbar wär und dat de Briten fuhl wärn, is ohn Vertoch ein Grötterflott lausschickt worn, mit noch ein stärker Afdeilen von Kriegers, de to haupt mit de all dor wärn, to haupt güng to ein Heer, dat nüms mehr überwarn kon. De ankom sind, de heb sich so dennig mank de Briten, de wieken den wohnfast mogt. Afmogt wär, dat se für Frieden und Heil von Land gegen de Fienden Kriegsdienst leisten schullen und dat se dafür anständig Sold kriegen schullen. Se kämen von 3 stewige germanische Völker. Dat sind de Sassen, de Angeln und de Jüten. Von jütisch herkom sind de Kenter und de Victuarier, dat is de Stamm, de ob de Insel Isle of Wight wohnt und de bedhüt in de Provinz Westsassen, meint es Wessex, as Jüten betegt ward. Wessex liegt günstig de Isle of Wight. Von de Sassen, dat heit ut den Streek, den wie nu Ault-Sassen nömt, kommt de Ostsassen, de Südsassen, de Westsassen. Und dennoch de Angeln, de kommt ut dat Land, wat hüt noch Angeln heit. Von dat ward vertellt, dat bet hüt verloten liggen schall zwischen de Länder von de Jüten und de Sassen. Von dort kommt de Ostangeln, de Mittelangeln, de Mercier, dat heile Schlecht von de Nordhumbrier. Dat sind de Stämm, de nördlich von den humbrischen Strom wohnt, und all de andern engelschen Völker.
Do ward vertellt, dat er eiersten Häuftinge de zwei Brüder Hengist und Horsa wen hebben schütt. Horsa is Lothar in Oorlog von de Briten dautmogt worn. In Osten von Kent steit noch ein Denkmal mit sin Nom do ob. Se wären Söhns von Wichtgiesel, denn sin Vater wär Witter, denn sin Vater wär Wekta, denn sin Vater wär Woden, von den de Königen von veel Länder er Afkomst herleit. Triebens sind door Masse Truppen ob de Insel ankommen, dat Volk von de Tauwanderer is wussen, so dat se de sülbigen Ingeborenen, de er Raupenhahn, taun Verfairnis wörn. So wit de Rapport von Beda Venerabilis. Angeln, Jüten, Sassen mischt sich mit de Inseten Romano-Briten. En kann sich vorstellen, worum der hüdige engelsche Sprog so bunt scheckt durchsteit und tauglich as Kompromiss nur allsieden sin Kanten afschlepen hätt und sich dorum de heile Welt as Lingua Franca anbütt, der ein Licht lernen kann. Und ob de plattdütsche Verwandtschaft mit düt Mengsel, wiest wie ob et hüt altid stolt hen. Woden is obdükert, Woden, de Stammvater von viele Königsschlechter, Hauchdütsch Wotan oder Wuotan, nordisch Odin, in moderne Plattdütsch hasig der germanische Häuftgott nur de Gesetten von Sproken Plattdütsch noch as Wout holen. Lot uns mal in Mensing sin Schleswig-Holstein Schwörbaug dat Wort Wout noschlohn. Wout. Wodan als der wilde Jäger in Lauenburg und den angrenzenden Teilen von Stormarn noch allgemein bekannt. Er zieht in den 12. auf einem großen dreibeinigen Ross mit seinen Hunden durch die Luft. Bei seinem Nahen muss man die Türen schließen, sonst lässt er einen seiner Hunde zurück, der auf dem Herd liegen bleibt und den man das ganze Jahr füttern muss, bis er in den nächsten 12. sich der Jagd wieder anschließt. Also dat geht jo gaut laus hier mit de sassische Dimension. Die Sassen sübst sind aule Seeräuber und Invasoren und ern arbeitslosen Gott lädt die Hüt noch zwischen de durch ein Pensionshund door, wenn du nicht oppasst. Wann er is Wout, wo denn so denn nicht arbeitslos worn? Bi Beda Venerabilis lest wie joal von dat Land, wat heinu Ault-Sassen nömt und so afset von dat Niege-Sassen, wat dor ob dat Britsche Eiland entstohn is. Wann er is düt Ault-Sassen christlich worn und hätte Aulen Götter fernloten. Dor könnt wir noch mal ein Jahrhundert verblädern. 772 geht dat laus mit Karl den Grauten sin Kriegen gegen de Sassen. As fränkisch Rebeit hebt de Franken dat Sassenland zwischen Rhin und Elf schiens allang bekeken. Auch Karl sin Förfaders Karl Martell und Pippin der Jüngere sind do männigmul infollen. Man ob lange Sicht kun se altid nix beschicken. Dat schol inner Carolus Magnus anders warm. 3 Jahrzehnte lang nimmt hei immer wieder Feldteug für, bet 804 ob letzt auch de Sassen nördlich von der Elf bigeft und sich schickt in fränkisch, riek und christlichen Glaub. Düsse Glaubenswessel schenkt uns ein von der eiersten Dokumente in ault-sassische Sprog. Wie zitiert mol utat ault-sassische Döbbekenntnis utat N von 8. Jahrhundert. Ec forsacho, allum Dioboles, Vercum and vodum, Thunae ende Woden ende Saxnote, ende allum them unholdum thehira genotas sind. Dor 60. Döbling, de konvertit, so denn ich laus von Dunner, Woden und Sachsnot. Dunner und Woden sind gaut bekannt als germanische Götter, und den Norden halt se Wedder als Thor und Odin. Man wat mogt wie mit Sachsnot? Wo kein is Sachsnot? De Nom fallt ja ob. Wie schnackt hier von de Saxones und ein von er Götter heit Sachsnot. Wart vielleicht tit, dat wir an düsses de von den Nom an sich schnackt, von düssen Stamm, der immer wieder ansproken is, wenn wir über der Geschicht von uns Sprog schnackt. Kein dat Lesen kriegt, der stött immer wieder ob zwei Verklorens. Nur der ein beträgt dat Wort Sassen, Sachsen, Saxones, sich ob Latinsch Saxum, Saxi, wat so viel bedüht als Stein oder Fels.
Giftwerk, de hebt meint, de Saxones hebt Saxones heten, weil se hat wern as ein Saxum, as ein Fels so dennig. Anna leiht dat Wort Saxones, Sachsen, Sassen her ut de germanische Wortwörtel Sachs. Und dat Skandinavische kennt wie Sachs noch hüt as de Scheer, gift auch ault nordische Wörbeuker in de Sachs noch as Kott Schwert verkümmt. Hier ob den Kontinent find sich dat erste Mol in 8. oder 9. Jahrhundert vermeldt und dor heit Sachs so viel as Mess oder Dolch. Gift Masse Lü, de verklort die dat de Nom Sassen dorum so viel bedüht as Lü mit Kott Schwert. Wie hört noch mal den Magdeburger Historiker Matthias Springer in sin Bauk die Sachsen. Das altgermanische Wort Sachs hat Messer oder Dolch bedeutet, aber nicht Schwert, sofern wir das Altnordische beiseite lassen. Wenn das Wort Sachsen in der altgermanischen Zeit gebildet worden ist, muss es so viel wie die Leute mit dem Messer oder den Messern bedeutet haben. Nun ist aber denkbar, dass der Name der Sachsen zur Zeit seiner ersten Erwähnung schon auf ein hohes Alter zurückblicken konnte, dass er also in urindogermanischer Zeit entstanden ist. In diesem Fall wäre das Wort Sachsen nicht deutbar, denn wir wissen nicht, was die urindogermanische Entsprechung des Wortes Sachs bedeutet hat. Sauwiet Professor Matthias Springer, und wenn wie mit Zweifel an dat hebt, wat jo Foken vertellt wat, nämlich dat de Sassen Schwertlü sind, denn twiefelt wie auch an dat, wat just so Foken vertellt wat, nämlich dat ern Gott Sachsnot taudüden is as Schwertgenot. Schwertmacker, wenn du so wollt. So, und nu denk ich mi, wat is, wenn Sachsnot denn einfach ein Genot von de Sassen is? Eindaunt, wat wie nu weit, wat Sassen an sich heit oder nicht. Sachsnot as Sassengenot, so denn ich ein Macker von de Sassen. Mann, Matthias Springer, Schrift, sicher falsch ist die Deutung Sachsengenosse. Und ich bekloch, dat er nicht uten einlecken deit, worum dat sicher falsch is, dat schwoll mi doch mal interessieren. Eindaunt, wat wie sicher weit dat is, Sachsnot is wichtig. Sinom is auch in dat sassische Britannien betücht und het dükert in uns Döbbekenntnis in ein Reich mit Woden und Dunner ob. Ein kann gissen, wat Sachsnot nicht einfach ein Binom is, ein Ananom für noch ein bekannten germonschen häuft Gott, ein, der so as Dunner mit sin Dünnersdach und Woden mit sin Wohnsdach, wo uns mittewegen jo hüt noch in Nederland und anderswo heit, just so auch sin eigen Dach het. Von den germonschen Gott Tivas is hier de Red. Tivas, sin Dach is de Dingsdach, skandinavisch Tiesdog, denn de aule Heben- und Kampfgott Tivas sin Nom geben het, der sich in der germanische Interpretation von de römschen Wegen durch tauden Dies Martis stellt, wat so denn nicht Tivas in Einheit mit den sassischen Sachsnot tauden römschen Mars stellt. Und nicht bloß dat, wenn wie dat Lenk Tivas taulot, denn so heb wie auch hier wedder ein Gott, der uns uten Norden wedder halt, und dat is der einhannige Gott Tyr, denn wie in de ault isländische Edda bemeuten daut. Woden, Odin, Dunner, Thor und dann Tivas, Tyr as Sachsnot, das ist doch einmal ein lütt fein sassisch Pantheon. Mann, wat heb wie secht, nicht Lothar as Anfang von 9. Jahrhundert ist Schluss mit Heidendom und Dokumente as dat Döbbekenntnis labert uns de eiersten Denkmolen von de sassische Sprog, der wie as Förläuper bekiekt von uns hüdige plattdütsche Sprog. Dat is jo uns Narrativ, wenn wir hüt noch mit inner Sassisch secht und Plattdütsch meint. Denn denkt wie de Volk von sassisches Stammessprog, ob dei dat Mittelniederdütsch as Hansesprog folgt und an dei schlützig dat Plattdütsche as ein Bund von verscheiden Dialekten an. Und wenn wir nur noch versäugt, und dort daut wir, der wie in Job und Ehrenamt hüt in Schleswig-Holstein uns inset für Sprog, dat Plattdütsche Tauvoren as Kultursprog, denn is dat nicht wied, dat uns de Glauben an ein Sprog-Mythos verschmähten ward, mit den wie dat Plattdütsche wat tau wiest, wat dat gar nicht leisten kann.
Sokentexten, Rechtstexten, religiöse Texten, dat kann uns platt nicht mehr, wart secht, und bilecht, dat uns platt dat auch gar nicht mehr mut, uns platt brug wie in der hüdige Loch, nämlich für den höchlichen, den vertruten Umgang mit Lü, der uns näch sind, und wenn wir nu platt mit eins wedder, wat werd ich in Wetenschap und Medien hören würd, denn verbeicht wie de Sproktau wat se nicht mehr is. Ein echte, volle Sprog, so als dat Mittelöller vielleicht noch kennt hätt. Wenn wie noch mal rinlest in dat niege Handbuch der Sprachminderheiten in Deutschland, so find wie dat mit dat Mittelöller jo von de Wetenschop bekräftigt mit de Wör. Im Diskurs um den Status bzw. die Eigensprachlichkeit des Niederdeutschen kommt dem historischen Aspekt eine bedeutende Rolle zu. Das gilt insbesondere für außerhalb der Linguistik geführte Bewertungen und Argumentationen. Unbestritten erfüllt das Niederdeutsche für den Zeitraum zwischen 1250 und 1600 alle Anforderungen, die für das Mittelalter an den Status einer ausgebauten Sprache zu knüpfen sind. Diese auch als Hansezeit apostrophierte Epoche gilt gemeinhin als Blütezeit des Niederdeutschen. Bis heute dient sie im Dialekt-Sprache-Diskurs als Sprachenzeuge und Referenzpunkt für die Leistungsfähigkeit der Regionalsprache. As ich seh, ob das ein Punkt kommt wie Nost noch und auch ob de Fruch, ob wir uns mit all uns Engagement für platt in de Charta, platt in de Medien, platt in Schaulen und Hochschaulen, uns Engagement für platt als Sprog und nicht als Dialekt so dennig, ob wir uns doch nicht heil und deil mit in Verbiestern theoretisiert heb und womöglich sogar verbunden heb mit völkische Denkmunster, die für 100 Jahre all mitholpen heb, ob den Weg hen nun Nationalsozialismus. Wir sind tauwit verbirst, wir wären noch bi de Sassen. Das germanische Stamm oder Schiffileber sagen, das Bund von verschiedenen Volksgruppen, die zuerst ja von Buten in dessen Mainsum Nom Saxonis zu Hauptfurt worden sind, wie denn wie noch nicht mal sicher de Bedüden kennt. Was dat Aulsassische angeht, Fehltexten sind uns nicht no loten als Tügen von düsse plattitsche Grautmauder. De allerwichtigst, dat is jo de Heliant, der in germanische Langversen richtig scheun mit Aulen anlud riem dat Leben von Jesus no vertellt und den Heiland Heliant dor no den Schmack von de Sassen, der sich mit dat Christendaum anfrünnen schollen, so denn ich mehr als germanischen Heerführer denn als Offerlamm dorstellt hätt. Scheune steh an de Autor von den Heliant den germanischen Schmack von de Tiet in de Meutgeit is, taum Beispiel de, wo de Jöden Jesus no Judas sin verrot griepen wird. Bi Johannes ist de bläudige Part von det Fungen nehm gau afhandelt. In de Luther übersetten lest wie: Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide. Das is eins. Durch is Johannes mit den Schwertkampf und letztlich ut germanische Sicht de Chance ut den Nesgon ein düchtig Vertellen von Heldenmaut und Kampf ob Papier zu bringen. Manu kümmt in 9. Jahrhundert de Aulsassische Heliant, wie seid Jünger de Brot sind für einen Anführer in den Daut-Taugon und wie seid ein Petrus, der ut ein ault-isländische Saga hakommen konnt. Stodun wiese Mann, suido gonundie, jungaron Christes, biforan theru, dere veon dadi endite iro drochtines brakon. Vari et nu thin viljo, quadun si, valdant fromin, that si us her an speres ordons bildien mosten, vab nun wonde, thanni vari us wicht so god, so that wie her vor usuma drochtine doan mosten. Ich hef dat einiger Moten richtig gut schnackt, mol spust dat tau lesen, man ich läuf, wir lot uns dat Leber in uns hüdig plattitsch vertellen. Also, wo ans warte Aulen Sassen dat vertellt mit dat Fungen nehmen von Jesus? Wir fangen noch mal von vorn an. Und hört, durchstünn de wiesen Mannslü, Christus sin Jüngers, heilt ruhig bi de groffe Dod, und se räben no ern Herrn,
wenn du wollt, uns walten först, dat se uns mit Speeren abspießt, denn wär uns nix sau wertvoll, als dat wir hier für uns drosten, wund von Wopen daut blieben wollen. Da wor dei edel Schwertmann Simon Petrus vertörnt, Wall binnen sin Maut, dat nicht ein Wort schnacken kun, sau wei wo emmend hat, dat se sin Herrn dor fast binnen wollen, dat de driest maudige Mann für sin Drosten stohn güng, hat für sin Herrn ohn Twiefel int hat, und dat den Hauer ut trock, dat Schwert an de Sied, schläuch ob den Fürsten Fiend mit de Knöf von Füst, dat den Malchus mit den Ritter sin Schnee an de rechte Sied, mit dat Schwert stroken wör, dat hat dropen het, dat Back und Auer Bett ob de Knoken klöf, Blaut sprüng no, quill ute Wunn, dau wär de Förste von de Fienden an sin Wangen kaft, dau mog dat Volk Platz, se schon torüch für den Beit von Biel, dau seh Gott sin Kind, sübst tau Simon Petrus, dat he sin Schab Schwert in de Scheid daun scholl. So wied Jesu Fung nehmen in den sassischen Heliand und so wied tau den Heliand sübst, dat wichtigst Dokument von de sassische Sprog, wat wie heb. Ein Titlang giftet noch sassische Literatur, man denn war dat erst mal düster. Von de mit von 11. Jahrhundert, bet und bi 1200, schwicht de plattdütsche Sprog. De nächsten Tüchnisse, dat sind all Schriftstücke ut ein aner Welt. In Sassenland gründ sich Steder. Norddütsche Kauplü sind Anfang und But-Worn-Verkehr ob über Nord- und Ostsee. De Hansetit set in und dat Mittelniederdütsche, de Tochter von Oldsassische, ward wichtig als Sprog von Stadtrecht und internationalen Handel zwischen London und Novgorod. As wir all hört heb. Unbestritten erfüllt das Niederdeutsche für den Zeitraum zwischen 1250 und 1600 alle Anforderungen, die für das Mittelalter an den Status einer ausgebauten Sprache zu knüpfen sind. Do beträgt wir uns gern ob, wenn wir uns auch hüt inset für den Rang von uns Sprog as. Sprog. Und wenn wir über dat Mittelniederdütsche Rut auch noch langt nur de Aulen Sassen, as de freusten Platschnacker und damit an ein mehr als 1000-jährig Sproghistorie schrieft, dat is jo uns Narrativ, Werk secht auch Sprogmythos dotau, denn sind wir nicht allein, auch de Plattdütschen in Mittelöller heb sich noch chlor as Sassen sein. Ein von de wichtigsten Waken is sachs de Sassenspiegel von Eike von Repko. Eike schrift Masse Rechtsgrundlogen von de Sassen ob, dei betaublaus mündlich wiedergeben worn. Damit hätte in 13. Jahrhundert ein Rechtswag in de Welt stellt, wat Vorbild worn is für Masse aner Rechten dommals. So taum Beispiel de Schwabenspiegel, de Frankenspiegel, dat Görlitzer Rechtsbauk oder dat Breslauer Landrecht. Und wat uns hier interessiert, Eike wär sich chlor. Hey is ein Sass, und mit Stolz hätte so dennig auch den Ursprung von sin Stamm wiedergeben. Lot uns mal rinlesen in sin Sassenspiegel. Ich mach gern versäuken dat Originaltau lesen, man führt verstohn so viel verwech. De Sassen heb in dat Heer von Alexander den Grauten kämpft. Man as Alexander daut bleif, da müssen se Makedonien verloten und käm hier Tolan mit Schäb an. Se hebt denn de Thüringer vertrieben und sich as Herrn über de Buren set und er tau Laten mogt, schall heiten tau abhängige Buren. Los geidert Eike von Repko vertellt. Unse Vorderen, die her tau Lande quamen und die Doringe vertrieben, die hadden in Alexanders Heere gewesen, mit ihrer Helpe hadde hei bedwungen all Asiam. Dau Alexander starf, do ne dorsten se sich nicht tau dun in Melande durch des Landes hart und es gäppeden mit 300 Kehlen, die verdorben alle ob 4 undefäftig. Derselben quamen 8 Toprusen und besaten dat, 12 besaten Rujan, 24 quamen her to Lande. Do ihrer so fehle nicht ne was, dat sie den Acker buwen mochten, do sie die dorinschen Herren schlugen und verdreven, do lieten sie die Bure sitten ungeslagen und bestadeten ihn den Acker, tau also gedaneme Rechte, als ihn noch die Late hebet, da afquamen die Late.
Dacht hätt sich Eike von Repgau düsse Geschicht nicht, allend 20. Jahrhundert ha Widokind von Corvey er in sin Sassengeschicht obschreiben. Cool! Ich fot dat, wat wie bet nu hört, heb noch molte Haupt. In Alexander den Grauten sin Heer is plattschnackt worden. Denn sind de Sassen mit Schäb hier rüberkommen. As Piloten heb se de Atlantikküsten unsicher mogt und gaumol Britannien unter de Feut nom. Karl de Graute het sich mehr as 30 Jahr lang an Erde Teen utbeten, über Woden und den Pensionshund heb wie all schnackt und as de heilige Petrus er in dat wichtigste Literaturdenkmal ut düsse Good Old Days as so'n rechten Schlohdaut präsentiert ward, as se sübst sind, denkte Sassen sich, okay, cool, wie wat Christen. Wenn du as Plattdütschen die ob de sassische Dimension besinnst, dann hast du mindestens 2 Gründe für. Zuerst, dat Gift Stücken to vertellen, die interessant sind. So müd auch nicht all vorwehen, Puddegol, kottwillig sind sie. Und der andere Grund, du kriegst ein Gefühl dafür, da dat mit der plattdütsche Spruch nicht erst mit Ina Müller lausgehen ist. Auch nicht mit Klaus Groth oder Fritz Reuter. Nee, du kriegst ein Gefühl, dat wie mit uns Spruch scheune Deipe Wöddeln heb, ob der wie gern stolz wen dürft. So. Und damit wie dat nicht übertrieft, aber mit düssen plattdütschen Sproken stolt, mit düt Narrativ von Sassensprok, Hansesprok, Plattdütsch, will ich nu gegen End von düsse Utgof inläusen, wat ich eiersen all versproken hef, wie mit Schnacken über den Verdacht, der doch auch immer wieder ob düssen Sproken stolt liegt, und dat is der Verdacht, dat wie damit in ein völkische Tradition stot, der in ne Mehren von 20. Jahrhundert allmol wiest het, wohin se uns bringen kann. Ja, will ich verkloren, wat du achter steckt, ich schall bloß beten Ut holen. Also, völkische Tradition und uns Reugen verplatt. Wenn er das so sein will, dann kann selbst düsse Podcast, den sie hier nu hört, in düsse völkische Tradition schopen wen. Heimatbund Podcast für plattdütsche Kultur nömhesig, und de Fruch ist doch, gibt dat überhaupt so wat as ein plattdütsche Kultur? Kultur kommt von latinsch colere. Das kann beackern heiten, pflegen, man auch wohnen, husen und sogar verehren. Kultur seid wie so denn nicht verbunden mit ein Ruhm, ein Steh, ob der Menschen lebt, der düsse Kultur trägt. Und düsse Wördel verbindet der Kultur Menschen und Bodden. Und nu kümmt noch der Spruch dazu. Wie schnackt von plattdütsche Kultur und brugt de Spruch so denn ich nicht mehr bloß als Spruch, nee, se ward Adjektiv, se ward Kenntaken von ein Kultur. Von Lü, der jichens wo ortsfast sind, hier so denn nicht in Norddeutschland und Deilen von Nederland. Und der hier nicht ortsfast sind oder noch nicht so lang, der hört womöglich nicht dortau und so ward Plattdütsch mit eins ein Wagtüch, der Welt in ein Wie und de andern Tauschäden. Das sind so Sachs nicht mien Gedanken. Man, der Autor Ulf Thomas Lessle, das ist ein, der het viel nodacht über de identitären Driften wie de, ich sag mal, institutionellen Plattdütschen. Lessle kennt den plattdütschen Loden, der het früher mal Arbeit wie dat Institut für Niederdeutsche Sprach in Bremen. So, und nu pass auf, wat hebt wir uns freut, dat Plattdütsch für 2 Jahrzehnte mit obnommen worden ist in der Europäische Charta von der Regional- und Minderheitensprochen. Und hey, Lessle, haut uns just dat Wag as rassistische Blaut- und Boddenromanze de Ohren. In uns Nutit, mit all Emigration und all den nigen Sproken, der hier nur Fautfot heb in Europa, beträgt de Charta sich blaus ob de Ault Inseten de autochthonen Sproken kritisiert hey. Die Europäische Sprachencharta ist einem völkischen Denken verhaftet, schrift er in sin Obsatz Identitätsprojekt Niederdeutsch in den Band Sprache, Literatur, Raum, Rutkom 2015 in den Verlag für Regionalgeschichte, as festgehoft taun sömtigsten Geburtstag von uns vorigen Heimatbund-Geschäftsführer Willi Dirks, mit Jimo lesen. Das ist wirklich grautordig und hauchinteressant, wo ans wie als Aktivisten verplatt, do richtig inschenkt kriecht. In der Kampagne für die Regionalsprache Niederdeutsch sind in den 1990er Jahren auch Signalwörter der neuen Rechten und alte Verschwörungstheorien zu Gehör gebracht worden.
Der Mythos, Niederdeutsch sei eine dem Hochdeutschen ebenbürtige Kultursprache und müsse als identitätsstiftendes Kulturerbe mit politischer Unterstützung geschützt und revitalisiert werden, ist vor allem in der medialen Öffentlichkeit weithin höher wie sichtbar kommuniziert worden, bis ins deutsche Parlament hinein. Zugleich war die Kampagne mit einem Alarmismus verbunden, weil Niederdeutsch unmittelbar vom Aussterben bedroht sei, müsse die Sprache durch die Charta geschützt werden. Insbesondere im letzten Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende ist in diesem Sinne ein massiver Kollektivierungsdruck erzeugt worden. Der Erhalt des Niederdeutschen wurde zur Schicksalsfrage stilisiert. Der Preis, der für diese Strategie zu bezahlen war, ist dementsprechend hoch. Einem Wir-Kollektiv kann seither Glauben gemacht werden, es würde mit seinem Bekenntnis zum Niederdeutschen, das frei von allen Bindungen an ein soziales Milieu ist, die Geschichte einer gemeinsamen Herkunft teilen. Zitat Tau N. Plattdeutsch so denn ich nicht mehr als Dialekt, der in wisse Situationen, in wisse Schichten, wie wisse Individuen Nächte und Vertrutheit herstellen kann und dor sin passliche Stehet, nee, Plattdeutsch nu und dat auch noch von Lü, der sich für Leifhemmer von de Sprog hault, verdreit, verbogen, Tau N Sprog, der ohn dat se dat, worauf ich kann, nu Kultursprog spielen schall und denn auch noch herhauen mut as Kenntaken von ein Kollektiv, wenn ich Volksmensch hab, der dat nicht gift, man der as Idee all wiest het, wo gefährlich sei is. Ich hef ihm doch richtig verstohn, wie hört nochmal Lesle Sübst. Zur sprachnationalistischen Sinnbildung des Niederdeutschen hat ein Germanismus mit seiner Deutung wesentlich beigetragen. Lautet dessen historisierende Grundthese doch, Formen des Alt- wie Mittelniederdeutschen hätten als sächsische Stammessprache einen germanischen Kulturraum repräsentiert. Mit der diskursiven Gleichsetzung von Niederdeutsch und alter germanischer Sprachkultur wird im 19. Jahrhundert auch einem Nationalismus der Rücken gestärkt, in dessen Namen das verspätet gegründete Kaiserreich zur Weltmacht aufgerüstet wird. Bei der Versicherung dessen, was als deutsch wahrgenommen wurde, hat die aus Mythos und Propaganda gefügte Erzählung vom Niederdeutschen durchaus keine Nebenrolle gespielt. In diese Geschichte vom germanisch-niederdeutschen Sprachenverband ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen, der arisch-bäuerlichen Rasse und Kultur gleichsam eingeschrieben gewesen. Identitätsprojekt Niederdeutsch, wie Davy uns in Job und Ehrenamt im Plattdeutsch bemäut und dobi dat Plattdeutsche durch ut as Kultursprog brugt, uns inset für platt in de Schaul, striet ob dat Feld platt in de Medien, ringt ein gemeinsam schrief wies und wat nicht eins, mit düssen Obsatz von Ulf Thomas Lesle Tauhand können wir nu kott mal alte Haupen, fein sitten goen Augenblick und uns überlegen, wofür Motivation der wir heb. Wofür Grün, der uns tau düt Engagement bringt, kommt nicht in Wirklichkeit u den heil Aule und dort tau heil Brune Kist. Kein Sorg, ich nehm an, wir könnt auch achteran noch in den Spiegel kicken, dat macht nämlich wen, dat Lesle nicht in allens recht het und auch tämlich übertrifft. Ich bin mir sogar tämlich sicher. Man, interessant tau lesen ist der Obsatz allemol. Und ich finde ja so und so, wie striet uns fehlt wenig bei uns Notdenken über uns Sprog. So, das wert der Blick in die Literatur, der mir tau dat Thema einfach mal unstrukturiert, einfach mal frei Hand auf dem Schrifttisch flogen ist, das wert tau de Sassen, tau uns sassische Dimension in uns Arbeit mit und für Plattdeutsch, mit n Lütte Reflexion da über noch an en as Rutschmieter. Sprog, der Heimatbund Podcast, tau plattische Kultur in Schleswig-Holstein, für Dütmol sind wir während Inkom, protestiert gern, wo ich dumm Tüch vertellt hef, löftet, wo dat interessant wär und daudert gern, ob de Facebook sieht von Heimatbund unter de Ankündigen von Düssen Stremel oder per Mail an info@heimatbund.de. Mein Name ist Jan Graf. Herzlichen Dank fürs Tauhören. Mehr Infos tau uns Arbeit unter heimatbund.de.